Moin, mein Name ist Kaiser Andy von Erdrich. Ich bewirtschafte heute zusammen mit meiner Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkäse. 2004 war ich fertig mit meiner landwirtschaftlichen Ausbildung an der Ackerbauschule. Da bin ich auf den Betrieb gekommen. Und, mein Papa hat den Betrieb und wir haben ungefähr 10 bis 12 Milchkäse gehabt, das ist 120.000 Kilo Kurt. Für dadurch den Betrieb soll überhöhlen, weil der allein für mich ein bisschen zu klein. Und dann haben wir einfach nur alternative Gesicht. Und 2009 sind dann die ersten Kästen auf den Betrieb gekommen und dann haben wir direkt mit 400 angefangen mit Streichen. Im Moment, wie abhockt, streichen wir 1350 Kästen ungefähr. Und die Milch die geht an Belg bei Capra. Und die machen hauptsächlich immer Käse daraus. Und die Käse die finden wir noch hier in Lützeburg an den größeren Supermärkten. An der Käsemilch ist einfach mehr Laktose drauf wie an der Kuhmilch. Ich leckt die Probleme an mit der Laktose. Verdrohen die Milch eigentlich viel besser wie die Kuhmilch. Wir haben hauptsächlich hier im Betrieb Sahnekäse. Das ist eine Rasse, die eigentlich aus der Schweiz kommt. Die ist einfach Höchstleistungsproduktion. Das ist die Käsen, die hier im Betrieb sind, haben normalerweise einen Durchschnitt von 3,5 Liter pro Tag. Ich gucke hauptsächlich nur der Obzucht. Eng Käse ist saisonal, dafür haben wir eine Bütschelzeit von Januar bis April, wo wir 1300 Klangerkruten das Jahr. Davon haben wir 700 Weiberscher, was als zukünftig Notzucht ist. Wenn die Weiberscher dann 35 Kilo haben, das heißt 7 Monate alt sind, kommen sie bei den Bock. Und noch 5 Monate drauf bütscheln sie dann auf und kommen dann an die erste Laktation. Das heißt, ein Bütschel braucht 12 Monate, bis es Milch gibt. Als Käse gehen alle Mäuse an Oves an einem Melkkarussell gestracht, wo 40 Plätze sind. Aber bei 1350 Stück brauchen wir ungefähr Mäuse an Oves 3,5 Stunden. Wir sind ja an Belg gegangen, weil wir hier am Land eigentlich keine Molkerei oder Käserei gefunden, die am großen Stil schaffen. Ja, dann waren wir an Belg gegangen und waren wir froh, dass wir hier bei Capra gekommen sind. Und das hat gut funktioniert. Im Moment hat der Weltmarkt Chinesen die gerade zugemäht. Und da war letztes Jahr ein bisschen ein kleiner Überfluss von Milch um Marché. Aber der hat sich mittlerweile beruhigt. Und wir gucken aber positiv an.